Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der 60. Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kassel und dem Schubs. In der heutigen Episode reden wir über den Tripleheader, wo wir in den letzten paar Wochen hatten, also sprich über den Japan Grand Prix, dann nachher Bahrain und Saudi-Arabien, zusätzlich noch über die kommenden vielleicht V10-Motoren. Da steht ja noch ein bisschen in den Sternen, aber da gibt es viele interessante News drüber. Und wenn euch die Episode gefällt, sowie auch der ganze Podcast, dann uns doch gerne bewerten, uns folgen und gerne auch den Podcast teilen mit euren Kollegen, Eltern, Grosseltern, wer auch immer. So würdet ihr uns sehr supporten. Wir wünschen euch jetzt mit der heutigen Episode viel Spass und eine gute Unterhaltung. Ja, also, wir legen los mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Lang ist es her, wo wir das letzte Mal eine Episode wieder aufgenommen haben. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir warten ab mit dem Tripleheader, wir nehmen den auf und danach hat es uns beiden leider nicht so gepasst, um wieder eine neue Episode aufzunehmen. Aber da sind wir wieder in alter Frische. Sagt man doch immer schon so schön, schon wieder am Versprechen, man kennt es. Und ja, wir legen los. Chronografisch, egal. Wir legen chronografisch, weil ich gerade Chronograph gelesen habe. Das ist der Timer, den wir brauchen zum Synchronisieren. Genau. Chronologisch meine ich natürlich, legen wir los. Wir starten in Japan. Das Rennen, das leider ein bisschen langweilig war, oder es war langweilig gewesen. Der Schubs hat es vorher sehr gut beschrieben, das Aufstehen hat sich gar nicht gelohnt und das kann man auch wirklich so, so unterschreiben. Recht schade, weil eigentlich die Strecke so eine coole ist und auch, ich glaube, es ist jetzt gerade auch so mit dem Frühling und so in Japan, so von der Atmosphäre her und so, man hat ja immer so die Kirschblütenbäume gesehen, es hat schon geil ausgesehen auf den Bildern, wie so die Autos durchgefahren sind, dann haben wir so die Bäume im Hintergrund gesehen. Hast schon cool gefunden. Nichtsdestotrotz, es ist natürlich gleich wieder etwas passiert, weil es ist ja die Formel 1, es wäre ja langweilig, wenn gar nichts passieren würde. Wir legen los mit dem Duen, wo ja einen sehr spektakulären Abflug gemacht hat. Und ja, der Grund dafür haben sicher alle schon mitbekommen. Er ist mit offenem DRS in die erste Kurve reingefahren, weil in Japan ist es eben ein bisschen speziell. Dort hat man eigentlich, oder man muss das DRS sauber schliessen, dass man ja, dort eigentlich gut in die erste Kurve reinkommt, weil ja, wenn man einlenkt und man hat das DRS offen, dann kann das schnell mal in die Hose gehen. Also sie Check tun. Und wieso dass er das gemacht hat, ist eigentlich nur gewesen, ganz kurz. Normalerweise würde es eben, wenn man bremst, automatisch schließen, aber Turn 1 muss ja nicht unbedingt bremsen, einfach schnell zum sagen, wieso dass es manuell muss machen. Ja. Genau. Plus, ich habe sogar gemeint, wenn du das Gas lüpfst, geht es auch schon zu. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe gemeint nicht. Ich habe gemeint, es ist effektiv nur beim Bremsen. Okay. Aus Sicherheitsgründen. Ja, anyway, jedenfalls, der Duen hat das nicht gemacht. Eben, Turn 1 ist eigentlich eine Kurve, wo du nicht unbedingt reinbremsen musst, sondern eben vielleicht höchstens schlüpfen, aber dann in Turn 2 rein bremsen. Und er hat das nicht gemacht, also er hat das DRS nicht geschlossen, weil er im Simulator das nicht hat müssen. Er hätte dort ohne das DRS schliessen trainiert zu fahren, also in trainiert fahren, und ist so natürlich logischerweise schneller gewesen, weil er ein paar Meter mit DRS hatte. Und das ist ihm jetzt eben ein bisschen zum Verhängnis geworden. Jetzt ist halt die Frage, ist das ein Fehler, den ein Rookie kann machen, oder ist das ein Fehler, der nicht passieren sollte, oder ja, wie willst du das halt so ein bisschen werten? Ich finde, klar, man hat es in einer Simulation geübt, allerdings, ja, eine Simulation ist halt doch nicht echtes Leben. Ich meine, Wind kann immer anders sein, Windböen kann plötzlich kommen, was auch immer, was halt einfach in so einer Simulation nicht unbedingt berechnet wird oder nicht berechenbar ist. Plus, finde ich halt einfach, dass sein Renningenieur oder sonst, jetzt hocken ja so viele schlaue Köpfe, auch bei Alpine. Stellt euch vor, auch bei Alpine hocken schlaue Köpfe. Und die hätten ja das eigentlich in der Simulation sollen sehen, dass der mit offenem DRS reinfährt. Und hätte ihn danach, oder hätte ihn sollen dort darauf hinweisen und sagen, so, hey, Kollege, ist ja schön und gut, dass du so in der Simulation machst, aber in der echten Formel 1 oder wenn du echt auf der Strecke bist, wird es dann ein bisschen schwierig, dass du das dort alles so kannst umsetzen. Also ich glaube, es irgendwie so, man hätte ihn vielleicht auch so ein bisschen darauf hinweisen, weil so wie ich es interpretiert habe, ist er gar nicht davon informiert gewesen, dass das nicht funktioniert.
Aber ja, wie wertest du seinen Fehler? Oder würdest du sagen, es ist, ja, es ist schlussendlich ist schon sein Fehler irgendwo durch. Aber wie würdest du das so einschätzen bei ihm? Ja, also es ist schon sein Fehler, aber der Fehler ist wirklich. Er ist schon viel weiter vorher passiert eigentlich. Also, das Ding ist, du lernst ab Formel 3 bereits mit dem DRS umzugehen. Das ist ja mit Absicht schon aufhören früh eigentlich drin. Und eine Strecke wie Suzuka, ja, okay, du bist vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Formel 3 und Formel 2 unterwegs, aber du kannst ja trotzdem Kenntnisse aneignen auf dieser Strecke. Und das Zweite ist für mich auch so ein bisschen einfach generelles Wissen von Physik. So. Also, es tut mir leid, aber für mich als Laie, als Nicht-Rennfahrer, ist es logisch, dass nicht mit offenem DRS sollst du in eine Kurve reinbrettern. Weil du logischerweise viel zu wenig Luftwiderstand hast und das DRS ist für die Strecke, für das Geradeausfahren gemacht. Also sogar ich als Laie würde jetzt nicht auf die Idee kommen, das so zu versuchen. Und dann, das Dritte ist genau das, was du auch gesagt hast, so viele Leute hatten die Möglichkeit gehabt, ihm das zu sagen. Und wenn er das effektiv im Simulator auch gesehen hat und nicht einfach nur im Formel 1 Game, dann müsste ihm das auch etwas gesagt haben. Aber schau, schlussendlich haben wir jetzt für das geniale Memes bekommen. I saw it work in a simulator. Das ist so ein bisschen eine neue Memesorte, die ich richtig geil finde, wo er zum Beispiel im F1-Game quer durch die Schikane in Kanada durchbrattert und dann nachher einen Salto macht und nachher ja, oben für die Überschrift I saw it work in a simulator. Also von dem her, ja. Danke wieder mal für gute Memes aus dem Alpine-Ecke. Aber ja, nein, also finde ich tough in einem Fahrer, der jetzt noch so viele Jahre darum kämpfen, endlich das jetzt bekommen hat, nicht passieren, so einen Fehler. Und da schiebe ich das eigentlich komplett auf seine Kappe, auch wenn das Team ihn hat können warnen. Okay. Ja, der Jack Doohan aktuell immer noch mit 0 Punkten, auch nach dem Triple hat er also immer noch Punkte los. Und man muss zwar schon zugeben, dass er eigentlich vom Grundspeed her ja nicht mal so weit weg ist hier und da im Qualifying oder im Training zum Pierre Gasly, spannenderweise, eigentlich muss man noch sagen. Also ist eigentlich immer ein bisschen in der Nähe. Aber er hat dann doch immer ein bisschen Pech oder es langt dann halt nicht. Darum, naja. Mal schauen, also wie lange das er will einfach zu viel. Also, ich glaube, das ist sein Problem. Ja, er muss sich aber auch beweisen, gell? Ja, aber er probiert halt einfach irgendwelche Sachen, die eben keinen Sinn machen. So ein bisschen, mit ein bisschen mehr Verstand würde das nicht passieren. Und wenn du es einfach stabil, super runterfährst, wie das zum Beispiel ein Hadjar macht, wo eigentlich rein gefühlsmässig, oder das sollte ja eigentlich viel, ich sage jetzt mal, extravaganter fahren und viel mehr Fehler machen. Aber er macht sie nicht, weil er es einfach super runterfährt. Und genau das müsste er tun, auch machen, und er macht es nicht. Er probiert einfach zu viel, oder gibt zu viel Risiko drin in das Ganze. Ja, plus eben der Druck ist halt gleich rum, noch muss man sagen. Und ich meine, wenn es gegangen wäre, wenn er dort durchgekommen wäre mit offenem DRS, dann wäre er, also wäre der mit Dick Steier, weißt du, wie ich meine? Also es wäre schon krass gewesen. Aber ja, eben der Schuss ist hinten raus. Laut so ein bisschen Alpine News hat es ja geheißen, dass er voraussichtlich sicher bis Sommerpause soll noch fahren, bevor das irgendwie ein Switch soll in Erwägung gezogen werden, also sprich Colapinto soll kommen. Wir haben ja da eigentlich immer ein bisschen schon frühzeitig von einem ausgeredet gehabt. Es hat aber auch recht viele Gerüchte in die Richtung gegeben, aber da hat sich jetzt eigentlich auch wieder alles ein bisschen geleitet, muss man sagen, an dieser Stelle. Mal schauen, wenn der Colapinto kommt. Der hat ja noch einen TPC-Test in Monza, wo er auch gerade ausgefahren ist über den Acher rein und unten, wo er kaputt gemacht hat. Also auch der Colapinto leider nach wie vor immer noch nicht ganz fehlerlos, muss man auch sagen. Ja. Wer aber wirklich fehlerlos gefahren ist der Max Verstappen an dem Japan Grand Prix. Unter anderem auch vielleicht am neuen Auto, das er hatte, oder beziehungsweise nicht das neue Auto, aber eine neue Livery, die er hatte. Aber ich glaube, wir zwei haben ja miteinander geschrieben bezüglich der Livery. Mhm. Und ich weiss, du hast mir gesagt, du hast die erste weiße Livery hast du schöner gefunden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die so geil. Man hat die alte war auch geil gewesen, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe die neue viel geiler gefunden nochmal. Einfach die roten Bullen haben so schön ausgesehen drauf. Absolut. Also ich muss auch sagen, auf der Strecke, also wenn man rein nur die Livery bewerten, muss ich schon sagen, die neue Livery sieht schöner aus. Aber ich habe wirklich mit der Zeit gemerkt, dass was mich einfach an den Alten schöner dünkt, ist einfach generell das Auto und die Form, die es hat. Und das hat nachher
automatisch auch ein bisschen mehr schwarze Akzente gehabt mit all diesen Frontflügeln, kleinen Kläppchen und so, was es sonst noch gehabt hat. Also keine Ahnung. Mir gefällt einfach die alte Autoserie besser und ich finde, es hat auf dem alten Auto wegen dem nochmal viel geiler ausgesehen. Aber ja, also wirklich eine von der schönsten One-Off-Liveries und ich finde vor allem halt einfach auch schön, wie fest sie ihren Dank Honda zeigen. Und ich meine das ja auch zu guter Recht. Also für die vielleicht Formel 1 noch nicht so lange schauen, bevor Honda eigentlich Red Bull Motoren hergestellt hat, ist es so Renault gewesen, riesen Downphase, wirklich eigentlich mit Renault, klar am Anfang, 2010 bis 2013 mit dem Vettel alles geholt, aber ab dann eigentlich konstant im Stich gelassen wurde. Ich würde sogar sagen, dass der Renault-Motor der Grund war, wieso dass im Ricciardo seine Karriere den Bach ab ist, weil er sich wegen dem entscheidet hat zu gehen, oder? Also man sieht, das ist logischerweise sehr viel Dank für dass das Honda so zurückkommt und das Team wieder eigentlich umbringt, weil, sind wir ehrlich, es ist nicht nur Aero, wo gut ist, der hure Honda-Motor funktioniert einfach wirklich auch sehr, sehr gut und hat sehr eine gute Top-Leistung und ja, ich find's schade, das ist für mich so ein bisschen eine ikonische Partnership gewesen, auch wenn Honda nicht immer so präsent branded war auf den Autos, einfach weil sie sich ein bisschen zurückgezogen haben, kurze Zeit lang, aber trotzdem ist das für mich ein ikonisches Duo geworden für die 4 World Championships und 3 Constructors World Championships, die die zusammen haben können einfahren schon. Ja, also ich will es auch ein bisschen vermissen, so sagen die Kombi Red Bull und Honda. Bin gespannt, wie es dann nachher mit Red Bull und Ford aussieht. Und vor allem auch natürlich dann Honda mit Aston zusammen. Und ich frage mich halt schon recht, wie viel Einfluss Honda beim zweiten Cockpit wird haben bei Aston. Ich denke schon recht einen grossen. Danke so. Und ich hoffe einfach, dass dann endlich mal der Lancelot rausfliegt dort. Weil der ist einfach, ja, dem Zenit ist schon lange überschritten. Ganz ein kleiner Fun-Fact, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, aber wenn du gerade schon Aston Martin ansprichst, ich habe gehört sagen, und das freut mich wirklich jetzt schon, dass der Adrian Newey das ein bisschen Problem gibt mit dem, nämlich versuchen, seine Alben zu erreichen und er verpasst Meetings, alles drum und dran. Und jetzt fragt ihr euch gerade, hey, wieso ist das gut? Er sei so akribisch am Arbeiten, dass er sich vergisst. Und dass er die Meetings verpasst und dass er niemandem mehr antwortet. Also, es könnte sein, dass neue Aston wirklich ein absolutes Monster wird und ja, halt in Kooperation mit Honda, wo ja für Red Bull auch das kleine Package extra gemacht hat. Vielleicht ist er irgendetwas richtig Geiles am Kochen mit ihnen zusammen, das könnte ja sein. Das ist einfach so eine coole Randnotiz. Ja, die weitere Frage, die es halt dann noch gibt, ist halt, wenn wir es gerade ja vorher noch ein bisschen von Max hatten, oder? Da gibt es ja immer wieder Gerüchte, oder? Dass er eventuell Red Bull wird wieder verlassen, oder heisst wieder, dass er könnte verlassen. Die Gerüchte hat es ja letztes schon gegeben. Allerdings ist es ja jetzt inoffiziell bestätigt worden, dass ja der Helmut geht per Ende Jahr. Ist ja noch nicht offiziell bestätigt worden, aber es gibt so ziemlich klar, ja. Ziemlich klar, genau. Und meine Frage ist halt einfach, der Verstappen hat immer gesagt, er ist schon wegen dem Helmut gekommen und er bleibt ja nicht wegen dem Helmut und so, weil er ja ihn so gefördert hat und so alles. Und dann frage ich mich halt einfach, ja, wenn der Helmut geht echt der Verstappen auch, weil er bleibt sicher nicht wegen dem Christian. Weil der Draht zum Christian hat er ja eigentlich nicht so. Und wenn man schon so schaut, im Team hat es so viel Wechsel gegeben und so viele Änderungen. Also es kann ihm fast nichts dort halten. Ich meine, wenn er zu Aston geht, hat er immerhin wieder Honda als Motorpartner. Mit Honda ist er wirklich immer gut gefahren. Und er hätte den Adrian wieder, wo ihn ja auch gut kennt. Und ja, nicht nur das, es ist auch noch ganz viel anderes Personal, wo zu Aston gegangen ist. Und bei Red Bull ist ein grosser Anteil von höherem Personal ist eigentlich weg. Ja. Plus, eben, anscheinend gibt es ja so auch wieder ein Gerücht, dass ja Aston schon ein Angebot gemacht hat und alles. Also, da könnte echt noch spannend werden, wo echt der Max hergeht, weil ich bin ehrlich mit dir, bis 2028, was ja sein ursprünglicher Vertrag ist, der wird er nicht erfüllen. Weil er hat ja aussteigs so eine Performance-Klausel, die er wird sicher in Anspruch nehmen, wenn der Fall eintritt. Ich kann gerade sagen, also es kommt extrem darauf ab, was in diesen Performance-Klauseln halt drin steht. Das ist ein grosser Vertrag.
so einen grossen Vertrag bietet er kein Team an, ohne dass sie halt auch gute Klauseln für sich selber reintun, oder? Weil das ist ein Guaranteed Race Seat. Auch wenn es Max Verstappen ist, es ist ein riesiger Vertrag gewesen. Und dann bietest du als Team halt doch auch sehr viel und kannst auch viel vom Fahrer erwarten. Oder? Also ich denke nicht, dass er sich einfach daraus rausschlängeln kann, aber wenn Red Bull so performt, wie sie es momentan machen, ja, schau, ich sage es so, der Verstappen, der ist zielorientiert, der ist getrieben. Und er ist getrieben davon, vielleicht maximal noch einfach 8 Titel zu holen. Mehr will er nicht machen. Das klingt jetzt extrem banal, weil es ist einfach, das sind so viele Titel. Aber wenn er noch weiter fährt, das wollte ich damit aussagen, dann will er gewinnen. Und dann will er einfach die 8 Titel holen und dann verpisst er sich. Er will einfach der Beste sein von allen, wenn er überhaupt noch weiterfährt. Die Frage ist mir, ja, geht er überhaupt noch zu einem anderen Team oder beendet er seine Karriere vielleicht sogar bei Red Bull? Wenn es nicht mehr läuft, lässt er so sein, oder? Jetzt hat er ein Kind dieses Jahr. Ja. Bin gespannt. Lach nicht! Ich muss einfach lachen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er in seinem Kind so wenig Liebe wird zeigen wie sein Vater ihm. Also, auch fies, aber ich glaube, dass er sehr ein Familienmensch wird sein und sich halt das dann vorziehen will. Ja, wahrscheinlich schon. Sehr wahrscheinlich schon. Ja, du hast gerade vorher aber noch angesprochen, Performance von Red Bull. Ja, wie wir ja alle wissen, besteht immer ein Formel-1-Team aus 2 Fahrern. Der Max Verstappen hat einen neuen zweiten Fahrer bekommen. Der Liam Lawson ist ja durch den Yuki Tsunoda ersetzt worden. Verstappen hat sich ja anscheinend ein bisschen gewehrt gegen den Entscheid, weil er ja nicht im Yuki seine Karriere in dem Sinn weg kaputt macht. Es ist abgehoben, aber das ist wirklich ähnlich so, wie er es gemeint hat. Allerdings muss man sagen, klar, jetzt das erste Rennen in Japan. Also, ich bin ganz ehrlich, bei unserem Tippspiel, ich habe wirklich den Yuki auf P1 gesetzt, weil ich habe es wollen. Ich habe es wollen. Ich habe es wirklich wollen. Ich habe aber nicht so hart wie du. Ich habe es wollen, auch wenn es wirklich unrealistisch war, ich habe es wollen. Aber ja, man muss sagen, Yuki hat eigentlich, also jetzt abgesehen vom ersten Rennen in Japan, nicht einmal so eine schlechte Performance hergelegt. Also was so von der Speed anbelangt im Qualifying, ist er, also gut, jetzt Saudi-Arabien vielleicht auch nicht gerade, aber ist er wahrscheinlich schon relativ nüchtern dran, muss man sagen. Ja, und also was mich vor allem überzeugt hat, ist einfach die Art, wie er dran gegangen ist. So, er hat vor allem in Japan und auch in Bahrain hat er gesagt, hey, ich erwarte noch nicht viel, ich kann einfach mehr machen und besser werden jedes Mal, wenn ich in dem Auto hocke. Und jetzt in Saudi-Arabien, zum ein bisschen vorgreifen, hat er halt schon gesagt, er sei enttäuscht. Oder das zeigt, er hat jetzt schon ein ziemliches Development gemacht. Aber vor allem hat er einfach so erwachsen, wie er dran geht. Also ich habe das Gefühl, er ist voller Stärke irgendwie. Und man sieht, dass er es nicht einfach auf die leichte Schulter nimmt und sagt, aha, cool, ich bin jetzt Red Bull-Fahrer. Sondern er macht wirklich das Beste daraus. Und also man sieht es, in meinen Augen sieht man es in den Resultaten. Auch wenn immer noch kein Punkt dabei rausgesprungen ist. Stimmt das? Nein, warte, jetzt in Japan. In Bahrain. Ja, Bahrain und in Saudi. Nein, Saudi hat er nicht, nein. Aber in Bahrain hat er, glaube ich, einen Punkt geholt. Bahrain. Ja, 9. ist er geworden, 2 Punkte. Ich schaue gleich noch in aber der Max ist ja auch nur 6. geworden dort, habe ich genau. Bahrain war ein Katastrophenrennen für Red Bull. Genau. Also man muss halt wirklich sagen, der Tsunoda ist nicht nur näher als der Lawson in den letzten paar Rennen, er ist schon näher als der Perez das ganze letzte halbe Jahr am Verstappen. Und das ist schon mal wirklich viel Aussagen und ich glaube, das beweist einfach auch jetzt schon nach den 3 kurzen Rennen, dass der Yuki schon längstens in dem Sitz drin sein. Ja. Ja, und jetzt hat er ja auch noch TPC-Tests, jetzt ist gerade, glaube ich, das letzte Wochenende in Silverstone. Also da sieht man auch, Red Bull tut nicht jetzt auch ein bisschen fördern, beziehungsweise nochmal ein bisschen trainieren, weil das müssen sie einfach auch machen. Wahrscheinlich haben sie es endlich mal gelernt, dass sie den zweiten Fahrer auch ein bisschen fördern, nicht nur den ersten Fahrer. Weil eben, also klar, der Perez, der hat einfach mit der Zeit nur noch abgegeben, aber ich finde es eben krass, der Perez hat ja auch immer gesagt, das Auto sei unfahrbar. Der Max ist immer klar gekommen, aber der Perez hat immer gesagt, es ist unfahrbar das letzte halbe Jahr. Und der Lawson kommt, kann es auch nicht beherrschen,
Max kann es beherrschen. Das zeigt ja schon auch irgendwie, eben, wie gut dass das Auto eigentlich auf den Max abgestimmt ist und nicht auf den Zweitfahrer. Und das müssen sie jetzt halt einfach ändern, dass sie halt einfach wirklich mit beiden Fahrergebnissen reinfahren können. Zeigt aber in meinen Augen auch wirklich einfach noch eines zum Ausheben die Qualität vom Yuki. Und das klingt wirklich blöd, wenn du siehst, wie schlecht dass er eigentlich performt für das, was der Verstappen macht. Aber der Yuki ist halt wirklich deutlich besser als beide Fahrer vorher. Und ja, das zeigt halt gleich, ja, wenn du den Finger ein bisschen aus dem Arsch nimmst und mit dem richtigen Mindset dran gehst, kannst du auch aus dem Auto irgendetwas rausholen, wenn du es nicht kannst beherrschen, oder? Ja, die Badwanne läuft eben schon, wenn sie will. Das ist so. Ja, wer natürlich jetzt auch ein bisschen so in Frage steht, oder beziehungsweise wer vielleicht auch mal ein bisschen den Finger aus dem Arsch rausnehmen, ist ein bisschen, ja, der Lando. So hergesagt. Nein, also, es ist ja so, in Japan ist ja Max vor Lando vor Piastri gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder bin ich falsch? Ja, Verstappen, Norris, Piastri, ja. Eben, genau. Und jetzt hat der Norris noch Championship Lead ein bisschen ausgebaut. Genau, und der Max ist ja bis auf einen Punkt hergerutscht, habe ich gemeint. So ist es. Yes, ziemlich genau. Jetzt ist es so gewesen, man hat es ja im Rennen gesehen, dass der Piastri, das war auch wirklich eigentlich der spannendste Moment im Rennen, also zweimal, dass der Piastri vorgefahren ist, an Norris her, wieder sich zurückgehen lässt und dann wieder hergefahren ist. Und dass dort McLaren nicht gesagt hat, ey, Norris, lass den Piastri vorbei, er ist offensichtlich schneller, er fährt das zweite Mal her. Er könnte vielleicht den Max angreifen und sonst kann man immer noch wieder swappen. Dass sie diesen Move nicht gemacht haben, finde ich echt bodenlos. Weil ich glaube nicht zwar, dass der Piastri am Verstappen vorbeikommen wäre, weil schlussendlich muss ja immer noch am Fahrer vorbeikommen, aber der Piastri hätte schon anders Druck machen auf den Verstappen, plus hätte ihm vielleicht auch hier und da mal angreifen, was eine schlechtere Linie gegeben hätte, was vielleicht im Norris auch ein bisschen etwas geholfen hätte, je nachdem. Aber man hat ganz klar gesehen, dass der Norris langsamer war im Rennen. Und das ist ja nicht das erste Mal. Er ist auch in den vorherigen Rennen, eigentlich, was Rennpace anbelangt, zwischen beiden McLaren immer der langsamere gewesen. Quali ist er zwar schon meistens schneller, muss man sagen, aber Rennpace ist er ja doch langsamer als der Piastri. Und ja, was glaubst du, hätte der Piastri ihn können überholen? Ja, also ich habe da ehrlich gesagt eine ganz andere Meinung als du, weil so wie ich das mitbekommen habe, ist es mehr ein strategischer Fehler als irgendetwas anderes, weil wir haben es alle gesehen, das Wochenende, das Overtaking ist einfach basically nicht möglich gewesen. Das ist halt einfach leider, Suzuka ist so ein bisschen wie das Monaco von den Nicht-Strassenrennen. Man kann einfach nicht überholen, also es ist einfach schwierig und der Norris hat keine schlechte Pace gehabt. Der Verstappen hat auch nicht eine gute Pace gehabt. Er hat einfach einen unglaublich guten Grand Prix gefahren und keine Fehler gemacht. Und das Ziel vom Norris ist, so wie ich das mitbekommen habe von den Interviews hindurch nach dem Rennen, war halt einfach alles in Kontrolle behalten und den Angriff in den letzten 10 Runden machen. Weil einfach in der Hoffnung, dass der Verstappen bis dann einfach ein bisschen mehr abgebraucht hat. Er hat auch wirklich versucht, einfach einen Gap zu behalten zum Verstappen, damit seine Reifen nicht kaputt gehen. Und wegen dem hat es auch keinen Sinn gemacht, den Piastri mal führen lassen. Dann verliert der Norris nur noch mehr Zeit so. Und ich glaube, von dem her, in meinen Augen, fair enough. Wenn der Piastri nämlich im Qualifying besser gewesen wäre oder respektive noch erste Runde auf dem zweiten Platz gewesen wäre, dann hätte sie es wahrscheinlich genau auch so gemacht. Ich habe das Gefühl, McLaren steht da genug fair und macht es in dem Sinne auch wirklich wie Ferrari. Wer zuerst vorne ist zuerst vorne und bekommt nachher auch das Treatment vom Vorderen. Also ich habe jetzt das nicht so angeschaut, das Rennen, als der Piastri unbedingt vorbeigelassen werden und viel schneller ist, sondern dass es einfach strategisch nicht anders möglich gewesen wäre. Ja, da kann man aber diskutieren, ob der Piastri in den letzten paar Runden den Overtake fertig gebracht hat im Vergleich zum Norris. Da kann man darüber diskutieren. Ich frage mich halt dann einfach nur, der Piastri geht einen Funk raus und sagt so, ja eben, ob das Pace sei oder wieso das eben, er könnte vorbeigehen in dem Sinn. Ob der Norris nicht könnte schneller fahren. Und dann kriegt der Funk darüber, ja, das ist Pace vom Norris. Also alles so, ja, er kann nicht schneller. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich nicht nice gewesen, ja. Weißt
meine, klar, der Norris kann so Zeug rauslassen. Ich meine, das steht er ja blöd gesagt gut da, ja, das war Strategie gewesen, oder wer auch immer das gesagt hat. Weißt du, ich meine, er ist ja nicht, ist ja kein Geheimnis, also der Zach Brown oder auch der wie heisst der andere, Stella, da, so ein bisschen, ja, pro Norris etwas sagt und so, das ist ja normal. Ich meine, das sind ja immer so die Team-Dinger, aber ich meine, während dem Rennen hast du schon gemerkt, eben, er fährt her, lässt sich wieder zurück, er fährt wieder her und dann kommt der Funk und dann heisst so, ja, das sagt ihm Norris seine Pace. Ja, also da lässt doch der Piastri vorbei, wenn du siehst, er ist zweimal hergefahren, weißt du? Also, ja, aber das ist halt für uns so schwierig zu judgen, gell? Weil wir wollen ja auch nicht, oder wir können ja auch nicht sagen, okay, er hat das so vielleicht auch einfach gesagt, damit es nicht klar ist, was ihre Strategie ist. Sie wollen ja nicht in die Welt raushauen, erst mit Absicht so langsam. Also, ja, gut, aber, ist schwierig zum judgen. Ja, aber das war so am Schluss vom Rennen gewesen, da müsstest du eigentlich schon auf die Brust gehen, eigentlich. Aber du, whatever, McLaren weiss da mehr als mir, das ist halt schon so. Das ist so. Aber, ich finde, der Piastri hat schlussendlich nachher eigentlich mit der Zeit jetzt bewiesen, die nächsten 2 Rennen, die wir werden besprechen, dass er deutlich besser dran ist und ich glaube, er hat auch gezeigt jetzt, aus welchem Holz er geschnitten ist. Ja, also Piastri ist einfach halt, macht weniger Fehler, also die Fehlerquote ist halt definitiv kleiner als beim Norris, plus er ist schneller im Rennen, das muss man halt einfach schon auch sehen. Also jetzt in allen Rennen, die gewesen sind, also ich würde lügen, wenn ich würde sagen, der Piastri sei nicht schneller gewesen als der Norris im Schnitt. Ja. Und weißt du, das gefällt mir eben extrem bei ihm. Ich würde sogar sagen, er ist vor allem frech. Er ist ein fucking Kimi, ja. ja, er ist wirklich ein Kimi und er nützt Gaps aus und macht Overtakes, wo du selber nicht einmal siehst. Also er hat wirklich schon ein paar Sachen jetzt rausgehauen. Sagt das in Aserbaidschan letztes Jahr, der fucking Danny Ricciardo-esque Send It in Turn Ace. In Japan hat er doch auch einen geilen Overtake gemacht, oder nicht? Nein, warte, ich mach's durcheinander. Oh, weiss jetzt im Fall nicht, aber in Saudi hat er einen krassen gemacht. Einfach so aussen rum. Es hat nur gestoppt. Ja, aber wirklich, nein, wenn ich das so sehe, ich so, das macht er nicht wirklich in einer Formel 1 Auto. In Australien. Australien ist ja dort bei dieser links-rechts, schneller links-rechts-Kombination, ist auch einfach aussen rum in der linken. Boah. Am Hamilton. Und jetzt in Saudi auch wieder am Hamilton. Ey. Und das ist das in meinen Augen, wo der Piastri vom Norris unterscheidet. Die werden speedtechnisch ähnlich sein. Piastri ist ein bisschen schneller. Der Norris ist kein schlechter Fahrer, aber der Piastri hat so das kaltblütige, ich überhole dich jetzt um jeden Preis. Und das hat der Norris nicht. Das fehlt ihm einfach. Ja, das ist ja so. Ja, wir rutschen gerade weiter ins nächste Rennwochenende nach Bahrain, wo ja wirklich auch ein gutes Rennen war. Man kann es aber auch da wieder sagen, ist auch ein bisschen zu erwarten gewesen, weil wir haben ja auch die Hashtag dort gesehen. Und wir legen gerade los mit dem Rennen und bleiben eigentlich auch gerade beim Norris wieder. Der Fehler mit der Startbox, wo ihm ja dann nachher ein Penalty gegeben hat. Ja, ganz einfach gesagt, es sollte nicht passieren, vor allem halt nicht in der Position, wo er sich befindet. Klar, man kann jetzt noch sagen, ja, es ist Anfang Saison, kann ja noch passieren, aber ja, gerade die Punkte Anfang Saison können halt gegen hinten raus wirklich entscheidend sein, dass man dort halt keine Punkte geholt hat oder weniger Punkte geholt hat. Und ich meine, er hat ja wirklich einen Bombenstart hergelegt, ist ja wirklich weit vorgefahren. Er hat ja ein schlechtes Quali gehabt, darum ist er ja weiter hinten gestartet. Und ja, darum finde ich einfach, darf nicht passieren. Geil von Max, dass es gerade gefunkt hat, weil er es gesehen hat. Aber ja, Red Bull ist natürlich halt eben auch schon, wie vorher angesprochen, sehr schlecht gewesen in diesem Rennen. Also da ist wirklich eigentlich ja, Mercedes, wo strong war, und eben halt wieder McLaren, sprich der Piastri, wo auch wieder strong war. Absolut. Also für mich hat es sich wirklich so ein bisschen angefühlt wie vor Red Bull Dominanz-Ära. Also es ist wirklich so ein 2019-2020 Rennen für Red Bull, wo sie einfach halt irgendwo hinten bei der Schnellsten rumtrollen, oder? Und das ist evident gewesen, halt nicht nur durch Tsunoda, sondern auch durch Verstappen. Der Verstappen hat es am Schluss nur auf eine 6. gebracht und hat ja im Qualifying auch nur den 8. Platz gehabt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und, warte, ich kann es sogar schnell anschauen, zum sicher gehen. Nein, 7. war es.
Und ja, der Tsunoda halt gleich auch nur 10. Und das zeigt aber in dem Sinn den Fortschritt vom Yuki, aber halt den Rückschritt vom Auto. Also man sieht, sogar für Verstappen ist das Auto einfach nicht so geil ich sage es nicht zum Kontrollieren, aber zum Balance finden. Und was das halt macht, ist, es verschiebt die ganze Championship-Fight, gell? Also man darf jetzt halt einfach wirklich nicht außer Acht lassen, was ein Russell am Start von dieser Saison gemacht hat. Ja. Und genauso Wochenende wie das bringen jetzt halt einen Russell in der Championship-Fight rein. Also es ist nicht abwägig, dass man jetzt ganz klar davor hat, dass ein Piastri, ein Norris, ein Russell und ein Verstappen den Championship-Fight gewinnen können. Ich sehe bei den anderen Fahrern immer noch so ein bisschen Fragezeichen von den Autos, die sie fahren oder wie sie sagen können. Aber die 4 sind schon fix jetzt einfach im Championship-Fight drin und das einfach, weil man im Russell, man kann es auch wirklich so sagen, die Punkte irgendwo durch auch schenkt, ihm den Platz lässt, oder? Man macht es einfach super und ruhig, wenn es funktioniert. Ja. Und ja, du hast jetzt eben gerade vorher schon angesprochen, eben die 4 Fahrer und es ist ja kein einziger Ferrari-Fahrer darunter gewesen und das ist eben auch das Traurige. Wir haben da uns aufgeschrieben, Ferrari wo und klar, sie sind jetzt in Bahrain auch 4. und 5. geworden, aber wir sind, glaube ich, alle ehrlich zueinander. Man hat den Ferrari viel weiter vorne gesehen, beziehungsweise man hat den Ferrari auch über den Championship also um Platz 1 oder 2 kämpfen gesehen eigentlich. Und yes. Ja, wo sind sie? Sie sind irgendwie gefühlt nirgendwo. Also es ist schon echt hart, wenn wir das so anschauen, weil wir haben jetzt einen Charles Leclerc auf Platz 5 momentan mit 47 Punkten, wir haben Lewis Hamilton auf Platz 7 mit 31 Punkten. Der Lewis, der wirklich gar nicht Schlag kommt mit dem Ferrari. Das ist ja wirklich ein Trauerspiel. Was glaubst du, der Hamilton hat das schon bereut oder bereut er sich, dass er zu Ferrari gegangen ist? Ich denke es nicht und ich hoffe es nicht, weil schlussendlich einfach generell, wenn man solche Ferrari anschaut, sie sind selten so, dass sie gute Jahre starten. Meistens sind es Mitte-Jahre stark, aber verbessern sich gegen Ende nicht uns verrecken grossartig. Und das ist so ein bisschen der Trend, den ich auch hier nicht erwarte. Und wenn das der schlechteste Punkt der Saison ist, dann wird noch Gutes kommen. Dann werden sie Wins holen. Aber was ich halt leider schon spüre von der Hamilton-Seite ist, es generell jetzt schon wieder alles hinterfragen und mache ich alles noch richtig und einfach, er lässt mega schnell den Kopf hängen, habe ich das Gefühl, die letzten paar Jahre. Und das ist nicht etwas, was ich vom Hamilton kenne. Ja, also ich finde grundsätzlich, wenn du die Performance vom ganzen Team anschaust, merkst du einfach, dass es nicht ganz richtig ist, es passieren wieder kleine Fehler. Und auch der Leclerc ist nichts. Also das Hamilton-Bashing, was es momentan geht, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil in meinen Augen ist klar gewesen, dass er nicht sofort trainieren kommt, nach 20 Jahren Karriere mit einem Mercedes-Motor hinten dran, oder? Also das ist so ein bisschen, ja. Für mich ist klar gewesen, dass er nicht sofort schnell wird sein. Ja. Das Gleiche hat ja eigentlich auch der Dings gesagt, der Sainz, hat ja mal in einem Interview gesagt, so vor der Sommerpause müsst ihr nicht erwarten, dass ich irgendwie gross vor dem Albon kann landen oder mit dem kann mithalten, weil er muss das alles kennenlernen. Und trotzdem macht er es jetzt schon. Ja, er hat es in Saudi hat das erst mal geschafft. In Saudi-Arabien hat er es erst mal geschafft. In Bahrain hat er noch einen DNF gemacht. Weil er ist ja dort so auf Crashkurs unterwegs gewesen. Aber der fucking Overtake am Hamilton ist fucking persönlich gewesen. Ja. Das ist so ein guter Overtake. Ich richtig gefreut, ich bin vom Sofa aufgekumpelt im Moment. Das war richtig geil gewesen. Ja, das war schon geil gewesen. Ja, aber nachher hat er ja müssen retiren, hat ja eigentlich noch 10 Sekunden Penalty bekommen, oder 5 Sekunden Penalty, ich weiß gar nicht mehr 10. Der FIA hat ihm ja nachher noch eine Strafe gegeben für 3 Grid-Penalties am nächsten Grand Prix, weil sie nicht mitbekommen haben, dass er die Strafe abgesetzt hat. Und nachher ist Williams reklamieren und gesagt, ja, hallo, wir haben die Strafe abgesetzt, dann haben sie wieder die Strafe zurückgenommen. Idioten. Ja, das ist ehrlich. Ja, aber sonst Bahrain ist eigentlich an und für sich wirklich spannend zu Rennen gewesen, aber es war auch zu erwarten gewesen. Wir haben viele DRS-Fehler gesehen. Wir haben ja gesehen, der Russell hat ja eigentlich
Flap aufgemacht, obwohl er kein DRS hatte. Und danach hat er aber wieder zugetan und ist dann vom Gas gegangen, dass er die Zeit, die er gewonnen hat, wieder zurückgegeben hat eigentlich. Also hure fair an dieser Stelle. Und im Russell, sein Auto ist halbwegs voneinander gefallen. Der hatte so viele Probleme gehabt, da haben sie mir ja gefunden, so, hey, die Display könnte jeden Moment einfach abschalten, gell? Ja. Und das war immer so geil, glaube ich, für ihn, zum fahren dort mit seinem Mercedes. Also das war wirklich am Auseinandergehen. Ich glaube, die letzten paar Runden hat er sogar wieder mal ein Display gehabt. Da weiss ich nicht, ob er bis am Schluss Display hatte oder nicht. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen Mercedes-Krankheit. Alonso hat ja, glaube ich, im Qualifying und im Training hat er das Lenker komplett verloren und abgerissen. Das war auch geil gewesen. Aber ich glaube, die Mercedes sind dort ein bisschen voneinander gehabt, bis halt die von der McLaren, die haben noch ein bisschen verhebt gehabt. Dort war ein bisschen Qualität drin gewesen. Ja. Aber sonst noch Ausfall. Hülkenberg ist noch disqualifiziert worden wegen dem Floor, wo zuerst abgerieben war, um 0,5 mm an die Beine. Also auch recht abgeschliffen worden. Schade für ihn. Und wenn wir einfach jetzt gerade so ein Zwischenfazit machen, wir ja vorhin noch gerade Hadjar schon angesprochen. Und ich habe jetzt eben auch gerade Bortoletto gelesen. Jetzt, man hat ja so, was ist das für ein Rennen gewesen? Welches Rennen ist das gewesen? Etwas Vierte? Also Bahrain ist Vierte und Ding ist... Fünfte gewesen, ja. 1, 2, 3. Ja, genau. Saudi-Arabien ist Fünfte gewesen, okay. Ja. Dein Fazit bis jetzt, welcher Rookie hat dich am meisten überzogen? Antonelli? das muss ich gerade so reinschießen. Also, mit Ausnahme vom Saudi-Arabien Grand Prix fährt Antonelli extrem stark. Und sonst... ja, also ich muss sagen, 3 Stiche für mich raus. Nein, eigentlich 4. Und das ist krass bei so einem grossen Rookie-Feld. Hadjar, Behrman, Antonelli und Bortoletto. Beim Bortoletto ist es aber auch schwierig, weil er hat einfach hinten rumgeguckt mit dem Auto. Beim Oli ist es irgendwie klar gewesen, dass er so gut ist, weil er schon sehr viel Formel 1 Erfahrung in dem Sinn hat, mit Simulatoren, mit Ferrari, mit Haas. Beim Antonelli ist es eigentlich auch zu erwarten gewesen, weil man ihn als das grosse Talent anspricht und weil man hat auch in ein gutes Auto reinsteckt, das offensichtlich gute Balance hat, anständig fährt. Aber ich glaube, man kann beide ganz klar sagen, wer die grösste Überraschung ist von all denen, ist der Hadjar. Also man hat von ihm nichts erwartet, man hat ihm kaum Training im Vorfeld gegeben und dann kommt in die Saison rein und fährt so stabil und hat auch so frech manchmal mit Overtakes, die er macht. Also Hadjar ist jetzt schon einer von meinen Lieblingsfahrer, muss ich einfach ganz klar so sagen. Und in der Bahrain hat er sich ja auch Punkte eingeholt. Also wirklich einfach nur stark, was der leistet. Ja, okay. Also bei mir ist es lustigerweise ist bei mir endlich der Bortoletto. Weil, ja, klar, ich schließe mich da an, du siehst halt das nicht, was er so macht, weil er hinten nachgurkt, aber wenn du nur allein schon schaust, wie er im Verhältnis zum Hülkenberg fährt, und der Hülkenberg, wenn wir nicht darüber diskutieren, da ist er wirklich ein ausgezeichneter Fahrer, also weißt, der ist ja wirklich ein Profi. Und er versteht sein Handwerk und Hülkenberg für sein Alter ist immer noch wirklich in Spitzenform. Aber der Bortoletto, da kommt so ein Junge, wirklich auch, weißt, keine Formel 1 Erfahrung. Nicht gross irgendwie so gefahren in einem Fahrzeug oder in einer Formel 1 Generation gefahren. Und kommt rein und fährt hier im Hülkenberg gerade eigentlich, ja nicht gerade um die Tore, aber mag mithalten. Und das ist schon so ein bisschen wie, ja, da muss man fast weit zurückgehen, aber das ist schon ein bisschen wie Fernando Alonso bei Minardi gewesen. Ja, der ist auch gekommen und er ist hinten nachgegurkt, er ist sein Talent eigentlich nur so halbwegs gewesen, ist er zur Rennen gekommen und ist plötzlich voll da gewesen. Ich finde, der wird wirklich kriminell unterschätzt. Und der Fakt, dass er so wenig in den Medien kommt, also ich habe das Gefühl, die Formel 1-Welt wird noch aufwachen, wenn dann nächstes Jahr hoffentlich der Audi ein bisschen besser ist. Weil der wird im Hülkenberg dann davon fahren. Das ist auch in meinen Augen ein absolutes Ausnahmetalent. Genau. Und sonst müsste ich mich schon auch so anschließen, dass ich an zweiter Stelle eigentlich den Hadjar setzen. Weil es klingt hure her, aber der Kimi, klar, er fährt gut. Und er ist natürlich auch präsenter, weil er vorne mitfahren kann, weil halt das Auto einfach auch die Performance gibt. Aber
wie viele Millionen in ihn investiert wurde, ist an TPC-Tests und alles, sollte er eigentlich weiter vorne fahren, in meinen Augen. Klar, das ist natürlich hergesprochen, weil das seine erste Formel-1-Saison. Aber wir müssen nicht darüber diskutieren, wie viele Runden der in der vorherigen Fahrzeuggeneration oder auch 22er, 23er Chassis gefahren ist. Weißt du, wie ich meine? Und darum, in meinen Augen sollte er ein bisschen näher am Russell sein, weil der Russell ist dann doch einiges stärker als er jetzt im Moment. Aber ich sage auch hier, im Kimi würde ich 1-2 Jahre geben und dann fährt er wahrscheinlich im Russell um die Tore. Ja, das glaube ich so. Und das Ding ist halt eben, also es ist schwierig, sich nur schon vom einen Team auf ein anderes Team umzugewöhnen. Aber dann von einem 2-Auto zu kommen in ein Formel-1-Auto ist noch mal schwieriger. Vor allem, wenn man wie der Kimi einfach nur ein einziges Jahr gehabt hat. Aber, da muss man natürlich schon auch sagen, der Bortoleto hat auch nur ein Jahr Formel 2 Erfahrung zum Beispiel. Also von dem her ist das keine Ausrede, aber ich finde trotzdem, sie machen einen guten Job. Also gerade die 4 Fahrer, muss ich sagen, sind für mich Neck and Neck und ich könnte jetzt nicht unbedingt sagen, der und der ist definitiv der besser. Kleiner Fun-Fact noch am Rand, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es wird auf Netflix eine Serie von Mercedes über Kimi Antonelli geben. Ich finde das hure random und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich finde, das ist nicht nötig, der hat schon genug Druck. Aber hey, ja, kleiner Fact am Rande. Ich weiß nicht genau, wann das kommt, aber ich bin da gespannt und werde es ganz sicher schauen. Ja, ich habe es auch gesehen, dass etwas kommt, aber ja, keine Ahnung, was ich davon halte. Reinschauen, mal ein bisschen also nicht vorgenommen in das Zeug reingehen. Mit Vorsicht genießen. Genau. Wahrscheinlich wird es wieder hure überspitzt sein, wie immer bei Netflix. Yes. Ich glaube, was noch ganz wichtig ist, dass wir beim Bahrain Grand Prix darüber reden, ist das ganze DRS-Transponder-Zeug. Du hast es vorhin schon kurz angehauen. Das hat gegen Ende so ein bisschen angefangen. Man hat es erst beim Russell gesehen, wie er das Leaderboard drauf und drauf gumpelt. Und dann nachher, hast du auf einmal gehört, hey, mein DRS ist aufgegangen, kann sie dazu tun. Und das Gleiche, und das ist dann auf einmal nicht mehr ausgestrahlt worden, was ich noch interessant gefunden habe, hat man dann eben auch vom Leclerc gehört und ich glaube von 2, 3 anderen Fahrern auch noch. Und da wollte ich einfach wieder mal einen Mittelfinger raus gegen die FIA geben, weil sobald sie merken, dass sie mal einen Fehler machen, wird es einfach vertuscht oder nicht groß gezeigt. Da haben wir dann später noch ein Beispiel davon. Ja, also von dem her sehr interessant, weil das ist ein sehr, ich sage, gravierender Fehler, vor allem auf einer Strecke wie in Bahrain. Und für die jetzt keine Ahnung haben, was wir sagen, Transponder tut quasi sagen, wo ist das Auto auf der Strecke. Und anhand von dem Transponder, wenn er über gewisse Linien fährt, kannst du DRS auslösen oder nicht. Jetzt hat nicht nur die Transponder oder das Transpondersystem für einige Autos nicht funktioniert, was von der FIA gemacht wird. Es hat aber auch sogar irgendwie, und frag mich nicht, wie das geht, so hart spielen, dass wenn die Fahrer auf einen Radioknopf gedrückt haben, dass ihr DRS aufgegangen ist. Und wenn du dir vorstellst, bei der rechts S drauf, drückst du auf den Radioknopf und das DRS geht auf, dann kann der einen abfliegen. Und das ist saugefährlich. Und wegen dem finde ich schade, dass die FIA da das Thema eigentlich kaum behandelt hat. Und so ein bisschen, ja, keine Ahnung, weggebrusht hat. Ich weiß nicht, wie ich das selber schreibe, aber so hat es sich für mich unter den Teppich so ein bisschen angefühlt. So. Ja, absolut. Genau. Ja, es ist wirklich eine Schweinerei. Aber eben, seitdem, dass der Mohammed da am Berg ist, ist es eine Katastrophe. Gott sei Dank, es sind Ende Jahre wieder Neuwahlen und da hoffen wir einfach eben, dass er wirklich dann nicht mehr wieder gewählt wird, weil das wirklich, ich habe dem sein Gesicht auch nicht mehr gesehen und ich finde es aber auch geil, wie alle Fahrer ihn hassen. Wie niemand, er wird ja den Hamilton umarmen und der Hamilton läuft einfach ihm vorbei und da steht dort wie die Jesus-Figur einfach so what? Ja. Aber ist dir aufgefallen, generell bei dem Rennen, er ist bei jedem scheiß Shot ist da drin gewesen, bei dem Interview hast du den Hintergrund gesehen. Hey, so ein Wichser, Mann. Ja, wirklich so, ich bin dann auch da, niemand hat mich gern, aber ich bin gleich auch da, weißt du, so, oh Mann, ey. So ein Bias, wirklich, der ist wirklich ganz schlimm. Ja, dann das nächste Rennen war ja in Saudi-Arabien gewesen. Ich persönlich habe es nicht so spannend gefunden. Ich persönlich habe es sehr spannend gefunden. Genau, der Schütz hat mir vorher gesagt, er hat es eigentlich voll spannend gefunden. Ja, es geht. Also,
mich hat es nicht so abgeholt, aber das Qualifying habe ich cool gefunden. Mhm. Einerseits, weil der Norris in der Wand drin war und... Also da müssen wir ja vielleicht auch noch ein bisschen anschauen. Ich finde es ja krass, auch, dass der Norris im Moment extrem viel Hate abbekommt. Extrem. Ich meine, der Norris war ja einer der beliebtesten Fahrer am Grid. Und inzwischen hat er wirklich extrem viel Hate abbekommen. Irgendwo durch kann ich es. Also irgendwo durch finde ich es natürlich immer schade oder finde es auch schlimm, wenn ein Fahrer so gehasst wird. Also gehasst ist vielleicht wieder, ja, aber halt gleich immer so hoch, so hops genommen wird. Andererseits, bei ihm muss ich auch ehrlich sagen, so wie er halt manchmal einfach tut, am Funk, wie er ist, wenn er ein Rennen gewonnen hat, was zwar auch schon wieder ein paar Rennen her ist, und auch einfach ja, seine Fehler und alles drum und dran. Und in die Position, wo McLaren ihn drückt, kann es irgendwo durch auch nachvollziehen, dass es so ist. Und ich meine, ich bin ja nie ein grosser Lando Norris-Fan gewesen, das habe ich immer wieder gesagt, dass er einfach in meinen Augen nie so das WM-Potenzial hat, weil er einfach immer zu viele Fehler macht. Und ich meine, der Fehler hat ja gerade wieder bewiesen in Saudi-Arabien im Qualifying. Richtig ein dummer Fehler und da muss man nicht darüber diskutieren, das war sein Fehler, den er gemacht hat, weil er einfach zu viel wollte und ist dann in der Wand gelandet. Und ja, das hat ihn natürlich dann eine gute Startposition gekostet. Man muss klar wieder sagen, er hat sich gut vorkämpfen. Im Rennen ist er dann schlussendlich auf P4 gelandet. Allerdings kann man auch da wieder kritisieren und sagen, so, ja, wäre er ein bisschen schleuer am Hamilton vorbeigefahren, wäre vielleicht sogar ein P3 drin gelegen, weil er ist ja doch dann gegen Schluss wieder schneller gewesen als ein Leclerc. Aber weil er sich ein bisschen blöd angestellt hat und zweimal den Hamilton auf den Backstraight überholt hat und nicht auf den Mainstraight, wo es auch nochmal DRS gibt, ist er wieder zurück überholt worden. Das ist ein richtiger Anfängerfehler eigentlich. Plus hätte ihn vielleicht auch McLaren darauf hinweisen, hey Kollege, passen auf, da kommt die DRS-Zone wieder. Ja, finde ich halt einfach ein bisschen so, dass das weltmeisterische Denken oder weißt du, der Fight, wo wir ja 21 hatten mit dem Verstappen, Lewis, wo sie sich ja gegenseitig, oder auch mit dem Charles, ein Jahr später, wo sie sich gegenseitig abbremst oder ausbremst haben oder vor der DRS-Linie abbremst haben, dass sie DRS haben auf der Main Straight. Das würde Norris nie machen, weil er es einfach nicht so weit denken. Und das finde ich halt einfach ein bisschen schade beziehungsweise halt einfach eben, das zeigt halt einfach, dass er so, ja, dass ihm ein bisschen das Potenzial ein bisschen fehlt, habe ich so das Gefühl. Ja, sehe ich. Ich verstehe auch nicht ganz, ich muss andersrum sagen, ich verstehe persönlich nicht ganz das ganze Lando-Bashing, wo man hat. Ich finde, vieles, wo so ein bisschen negativ gegen ihn oder über ihn geredet wird, hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, wie er sich in den Interviews verhält, dass er sich immer selber schlecht redet. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, wieso man über das sich beschwert, weil er zeigt halt Emotionen und er ist halt einer, der so mit sich umgeht, der sich so selber mehr pusht. Und das sollte doch jedem Fahrer seine eigene Entscheidung sein, wie er das handhabt und macht und tut. Also keine Ahnung. In meinen Augen finde ich es ein bisschen krass, wie schlecht über ihn geredet wird, weil ja an und für sich wirklich einfach, mich denke, ein guter, aufrichtiger Mensch ist. Und man sieht halt auch, dass er oder er sagt das Zeug nicht, weil er das Gefühl hat, er ist ein Loser. Er zeigt das Gefühl, oder er sagt das, weil er das Gefühl hat, er kann es besser und er will es besser machen. Und ich habe das Gefühl, dass er dort auch daran am Arbeiten ist. Und ja, auf der Strecke, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob er das ganze Bashing ein bisschen mitnimmt, ob er irgendwo durch sonst nicht klar denkt, ob er einfach seine eigene Performance zurückhaltet, auch mental so ein bisschen, weil ja, also das ist, ich meine, gerade der Overtake am Hamilton, den du angesprochen hast, ist wirklich ein gutes Beispiel. Von mir aus probierst du es einmal. Ich habe mir aber schon, bevor ich das erste Mal probiert habe, gedacht so, wieso machst du das so? Warte doch auf die zweite Gerade. Das hat man jetzt jedes Jahr gesehen, dass es besser ist. Man kann aber auch vielleicht sagen, gut, er hat erwartet, dass er mit seinem McLaren davonfahren kann im Vergleich zum Ferrari seiner Pace. Von dem her, dass er es beim ersten Mal so probiert hat, fair enough. Im zweiten Mal hat er aber müssen wissen, dass der Hamilton ihm nachfahren kann und ihn noch einmal überholen kann. Dass der Ferrari auf der Straight genug schnell ist, um das abzudecken. Und wegen dem, also dort bin ich echt hässig geworden. Ich glaube, wie du sagst, er hätte viel mehr erreichen können, wenn er es nicht gemacht hat.
Und ich glaube wirklich, dass da das Podium wahrscheinlich sogar noch drinnen gelegen wäre. Ich meine, er ist ziemlich genau 1 Sekunde hinter dem Leclerc eigentlich ins Ziel. Und ja, die 3-4 Runden, die er verloren hat, hätten ihm nochmal mehr Chancen gegeben. Oder? Also, selber schuld, definitiv. Ja, also 9 Sekunden ist er nachher ins Ziel gekommen, glaube ich. Nein, 1 Sekunde, sorry. Nein, es ist 1 Sekunde. Ja, Ferrari plus 8,1 Sekunden. Genau. Und der Norris 9,1, genau. Aber zeigt auch wieder, das Field ist eigentlich close an und für sich. Ja, aber schau jetzt an, was du noch vorher angesprochen hast beim Norris bezüglich eben so das Gefühl zeigen oder dass es so Hure sagt so die ganze Zeit, ja, ich fahre Scheiße und so. Ich meine, dass du so Gefühl zeigst, so finde ich auch voll okay, weißt du? Aber ich meine, da bleibe ich auch wieder ein bisschen so bei meiner Meinung, wie ich auch beim Hadjar schon gesagt habe. Dass halt Formel 1 halt schon, was das anbelangt, schon ein brutaler Sport ist und du der halt irgendwie die Gefühle auch nicht unbedingt zeigen lassen. Oder weißt du, wenn du selber mit dir privat oder in einem zurückgezogenen Ort mit dem kämpfst, ist ja voll okay. Aber schau mal einen Verstappen an. Der ist ein eiskalter Killer, wenn es um die WM geht. Schau mal einen Hamilton an, der ist auch ein Killer. Rosberg war auch immer ein Killer gewesen. Verstappen, der Vettel, wenn wir gar nicht davon anfangen, wie der da hat damals. Alonso und Alonso, Schumacher, was der abgezogen hat teilweise. Also, das sind halt einfach in meinen Augen alles Fahrer gewesen, die einfach den Killerinstinkt hatten, eben so das Arschloch sein, blöd gesagt oder bös gesagt, sind, wo der Norris einfach nicht hat. Das klingt hure hart, aber erst in meinen Augen ist er manchmal einfach ein bisschen weich gespült, weißt du? Wenn er ein Championship gewinnt, dann ist es für mich so eine à la Button Championship gewinnen. Weil der Button, verstehe mich nicht falsch, er ist ein guter Fahrer. Sehe ich aber den Norris auch so, ist ein guter Fahrer. Er ist aber wirklich, wie du sagst, er ist nicht Top-Tier, er ist nicht ein Niki Lauda, nicht ein Piquet, nicht ein Senna, nicht ein Schumacher. Er hat den Biss wirklich nicht und ich sehe schon, dass er ein Championship in sich inne hat. Ich sehe aber nicht, dass er mehrere Championships in sich inne hat. Vor allem nicht, wenn der Piastri sein Teammate ist. Nein, sowieso Weil nicht. mittlerweile muss ich echt sagen, ich habe ja zuerst prediktet, dass der Leclerc wird gewinnen. Das ist noch bevor wir gewusst haben, was wir jetzt wissen. Ja, ich auch. Ja, aber das ist halt einfach unser innerer Ferrari-Fan, der das unbedingt endlich Ferrari Spirit, ja. Genau. Oder der Simi, der uns überschnorrt hat, das könnte auch sein. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mittlerweile zu 100% überzeugt, dass der Piastri in seiner 3. Saison seine erste Meisterschaft gewinnt. Kann gewinnen, ja. Das ist natürlich immer noch offen. Die Saison ist noch lang. Aber ich sage auch, dass der Piastri im Moment die beste Karte hat, um die Championship zu gewinnen. Und das bringt uns eigentlich auch gerade zu der nächsten Frage oder zum nächsten Punkt, wo wir darüber diskutieren können, ob der Piastri schon Nummer 1 im Team ist oder noch nicht. Ich sage im Moment noch nicht. Ich glaube, im Moment lassen sie schon noch beide fahren. Aber ich glaube, dass sie spätestens so in Kanada oder nach Kanada sollten sie sich schon mal festlegen, wer Nummer 1 ist und wer Nummer 2 beziehungsweise wer Vorrang hat und wer das Nachsehen hat. Weil ich denke, so ab Kanada, das ist noch nicht ganz Kalenderhälfte, aber dann sollte es dann schon mal ein bisschen, das Ganze gefixt haben. Mhm. Ich glaube, bei McLaren ist es einfach auch schwierig, die Entscheidung zu fällen. Weil, okay, sie werden nicht unbedingt wie andere Teams schaffen. Oder? Weil sie haben ihre Papaya-Rules etc. Und das Schwierige ist, sie haben halt im Vertrag drin, dass beide Fahrer das gleiche Treatment bekommen. Und beide Fahrer als Nummer 1 Fahrer gewertet werden. Das ist nicht zuletzt im Weber-Sinn Verdienst, wo das vom Vertrag so weit ausgehandelt hat. Aber ganz offensichtlich ist der Piastri in seinen Augen Nummer 1 unter der Nummer 1. Oder? Und das ist ganz klar sichtbar und es ist sehr delikat. Aber wenn der Piastri so weitermacht, gibt es sowieso nichts zu diskutieren. Und klar, Kanada ist früh. Aber wenn wir in Betracht ziehen, dass nach Runde 8 ebenfalls auch die neuen Regulationen eintreten mit dem Flexi-Wing und McLaren offensichtlich das Team ist, das das am meisten ausnutzt, könnte es halt schon sein, dass ab Runde 8 dann McLaren auf einmal nicht mehr so stark ist. Und dann musst du einfach mit dem Fahrer, wo du noch kannst, so weit gehen, wie du noch kannst.
Und wenn jetzt der Piastri weiterhin so fährt, wie er fährt, und immer Piastri P1, Norris P2 haben, dann ist es gewesen. Dann gibt es nichts mehr für einen Norris zu diskutieren, dann wird der Piastri bevorzugt. Und das ist auch richtig, in meinen Augen, auch wenn du beide Fahrer als Nummer 1 haben. Aber das ist in meinen Augen das einzig Richtige. Ja, du eben, das ist schlussendlich ist das Thema, wo wir werden sehen, wie sich das noch entwickelt. Ich glaube auch die nächsten paar Rennen werden entscheidend sein, wer wo landet. Aber ich glaube, dass da der Piastri eben nach wie vor, wie vorher schon erwähnt, die beste Karte wird haben. Norris ein bisschen Nachsehen wird haben. Ja. Dann nachher, wir werden noch ganz kurz schnell in Arabien, Saudi-Arabien noch einen Zwischenfall anschauen. Und zwar gerade am Start Verstappen gegen den Piastri Turn 1, wo ja der Verstappen nachher ein Penalty bekommen hat für 5 Sekunden. Das ist so ein Zwischenfall gewesen, wo wir ja eigentlich letztes Jahr relativ häufig gesehen haben, zwischen Max und dem Norris. Also eben das weit rausdrücken und dann nachher hat es aber nie eigentlich so grossen Strafe gegeben, ausser hat eben in Mexiko, wo es völlig eskaliert ist mit dem Max dann. Aber ja, ich frage einfach mal gerade dich so, findest du die Strafe ist gerechtfertigt gewesen? Ja. Gut. Ja, schau, grundsätzlich, viele Leute haben das verglichen mit Mexiko letztes Jahr, wo der Verstappen auf der anderen Seite war, also innen, und auch Penalty bekommen hat und sagen, sie tun unfair gegenüber dem Verstappen rulen. Aber ich habe das Gefühl, das beweist nur noch mehr, dass man es nicht ganz pilot hat. Der Verstappen war Side by Side gewesen, aber nicht vorne. Und vor allem nicht eine halbe Wagenlänge vorne. Also ist der Piastri, dem kann das eigentlich egal sein. Dann kannst du die gleiche Behauptung eigentlich auch nochmal in den Raum hineinstellen und sagen, hey, würden wir genau das sehen, was wir gesehen hätten, würden sie genau so fahren, wenn jetzt dort anstatt Auslaufzone eine Wand oder Käse gewesen wäre. Nein, der Verstappen hat es gar nicht versucht, weil das Risiko zu hoch gewesen wäre. Oder? Und das ist halt einfach so ein bisschen das Problem mit dem Runoff. Mein Problem mit dieser ganzen Penalty ist, dass man überhaupt in dem Sinn diskutiert oder dass man sich überhaupt unsicher ist. Weil die Unsicherheit entsteht, weil sie haben relativ lange debattiert, ob es eine Strafe gibt, und anstatt 10 Sekunden, was üblich wäre, hat es nur 5 Sekunden gegeben. Macht keinen Sinn, weil entweder sagst du, es ist Turn 1 Incident, Turn 1 Lap 1 und wir lassen es sein, oder du greifst ganz durch und gibst 10 Sekunden und machst nicht so halbpatzig, ja, nach Lust und Laune machen wir jetzt mal 5 anstatt 10. Entweder hat er einen Advantage Code, was er ganz klar gemacht hat, der ist über eine Sekunde vorher nachher, oder hat sich kein Advantage Code. Und wenn er einen Platz zurückgegeben hat, hat er die Penalty nicht müssen bekommen. Wenn er auch noch ein bisschen weiter vorne gewesen wäre, hätte man vielleicht können sagen, er muss sie nicht bekommen. Aber er war eine Sekunde vor dem Piastri gewesen nachher. Also, ja, gut. Sagen, was du willst. Es hat natürlich, also man muss noch so sagen, der Verstappen war ja aussen und wo er bremst hat, also der, wo er bremst hat, wäre ja eh nie in die Kurve reingekommen, also der wäre ja eh drüber rausgeschossen, aber er war viel zu schnell gewesen und viel zu spät hat er bremst. Piastri in der Innenbahn hat sich gedacht, so easy gönne ich mir und von dem her auch gut gefahren. Aber dem Verstappen ist ja hauptsächlich auch wichtig gewesen, dass er vorne kann bleiben oder dass er vorne ist, weil das Problem ist, wenn der Piastri vorbeigekommen wäre er weg gewesen, dann wäre er ihm nicht hinten nachgekommen. Weil so hat er immer ein bisschen den Dirty Air drin gehabt und hat ihn dann eigentlich ein bisschen zurückhalten. Und ja, wenn er vorbei wäre, wäre er vorbei. Und da, wo du sagst mit den 10 Sekunden, das stimmt. Das ist auch effektiv so. 5 Sekunden haben sie einfach nur gegeben, weil sie eben gesagt haben, so, ja, eben, ist ja eigentlich, ja, eben Turn 1, dann Race Start, Incident und alles drum und dran. Darum geben wir nur 5 Sekunden und nicht gerade eben die normalen 10 Sekunden. Es hat ja im späteren Rennverlauf hat ja noch jemand anderen 10 Sekunden Penalty bekommen für genau das gleiche Ding, was passiert ist. Darum, eben, man kann sich darüber streiten, ob es 5 oder 10 Sekunden hätte sollen sein, also sprich 10 Sekunden hätte sollen geben. Ich finde, schlussendlich, die Strafe war gerechtfertigt gewesen und ich finde auch, dass man das schon richtig ist, dass man gehandelt hat, weil eben Red Bull hat sie ja nicht zurückgeben Position an sich und ja, nachher ist ja eh noch ein Safety Car gekommen mit dem Yuki und dem Gasly, die einen Crash hatten und der wäre es eh nicht mehr gegangen zum Zurückgeben. Nach dem Safety Car wäre es ja eh eigentlich schon zu spät gewesen. Der Antonelli, by the way, ist ja auch off-track gewesen, hat ihn ja aber dann nachher wieder vorgelassen.
Der andere Fahrer, ich weiß aber nicht, gegen wer das gefahren ist, glaube ich, gegen einen Ferrari, bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube es der Hamilton war oder Leclerc. Und ja, darum, eben viele haben sich aufgeregt und eben gesagt, ja, das stimmt nicht, oder hätte keine Strafe sollen geben. Es hat ja noch das Driver Agreement gegeben, wo sie ja eben alle Fahrer, ich glaube bis auf den Max, haben gesagt, so, okay, ja, wir wollen nicht mehr so das Forcing another car off track so extrem machen, wie es jetzt war. Und ja, jetzt hat es halt wieder gegeben, jetzt hat es die Strafe gegeben. Wie gesagt, es war eigentlich gerechtfertigt gewesen. Was nicht so gerechtfertigt war, ist die FIA mit einem Fauxpas. Wir haben sie vorher schon angesprochen, wegen FIA, wo Fehler nicht eingesteht. Und zwar haben sie einfach gerade auch wegen dem Zwischenfall einen Funkspruch von Max zensiert, obwohl das er nicht geflucht hat. Wie wir ja alle wissen, gibt es ja eigentlich Penalties oder gibt ja Geldstrafen für die Fahrer, wenn sie am Funk fluchen. Und ja, der Max hat eigentlich nicht geflucht und sein Wort, also es war glaube ich Bloody gewesen, gell? Bloody, ja, Bloody hat er gesagt. Und das ist zensiert worden, obwohl das eigentlich nicht hätte müssen zensiert werden, was absolut lächerlich wieder ist. Und also die hure FIA, die müssen sich jetzt wirklich mal ein bisschen zurücknehmen, weil die machen einfach den Sport kaputt. Wir kommen nachher noch auf die nächsten Motorengenerationen und dort kann man das auch wieder nur der FIA als beistreichen, weil das wird katastrophal. Das wird katastrophal mit denen. Ja, definitiv. Also das ist momentan ist es einfach wirklich ein bisschen nervig als Formel 1-Fan. Ich würde sagen generell Formel 1-Fan sein, weil du merkst einfach, dass so viele Entscheidungen vom führenden Body, also FIA, hat einfach so schlecht sind und das ist halt leider nicht nur auf das Kleinste runter, mit dem Funkspruch, den du erwähnt hast, sondern es geht wirklich auch auf die grossen Ebenen mit den Entscheidungen, was, wie, wo. Ich verstehe bei dem ganzen Motorenzeugs, dass ja die Motorenentscheidung nicht nur FIA-Sache ist, dass da Teams mitgeredet haben, aber dann frage ich mich generell, muss es überhaupt sein? Die FIA sind ja in dem Sinne die die Macht haben und sollen sagen, wie es läuft. Also wie so ist es dann auch nötig, dass Teams noch selber können entscheiden können. Und vielleicht zum dem Fall das ganz schnell thematisieren. Was ist genau passiert? Und zwar hat man jetzt in Saudi-Arabien auf einmal ja, kann man sagen, Krisenmeeting gehalten, ob man jetzt echt nicht doch V10-Motoren haben für 2026. Und Grund dafür diverse Sachen, diverse Erkenntnisse, die man hatte. Nicht zuletzt eine davon, oder ja, in dem Sinne Mercedes-Simulationen. Und ich glaube, du hast gesagt, du hast doch ein bisschen vorinformiert. Was hat man genau gemerkt bei den Simulationen? Also es ist so, der Motor an sich, das wissen wir ja inzwischen alle, der bleibt ja genau gleich, außer das MGU K fliegt weg. Nein, H fliegt weg. Kinetic MGU H, könnte er sagen, ja, H fliegt weg. K bleibt noch, Kinetic, genau, die bleibt noch. Das Ding ist einfach da, neu kann man sagen, besteht der Motor aus 50% Verbrenner und 50% Elektro. Es ist eigentlich ein bisschen mehr Verbrenner, aber das ist jetzt einfacher so in diesem Beispiel. Und die gesamte Systemleistung, also Verbrenner plus Elektro, gibt 1000 PS in etwa. Und das Problem ist einfach eben das, man hat dann so eine Anzahl an Elektroleistung, die man verwenden darf, also so alle wie Kers, die es früher gibt. Also man hat dann so einen Knopf, also jetzt vereinfacht gesagt, man hat einen Knopf, den man drücken kann, dann hat man etwa 7-8 Sekunden lang mehr Leistung und dann ist sie wieder durch. Und bei den neuen Motoren wird es etwa ähnlich sein, man hat eine Anzahl Leistung pro Runde, die man verwenden darf. Und dann muss man das wieder laden. Also man darf nur eine gewisse Anzahl an Energie freigeben pro Runde. Und dann wieder zurückladen. Beziehungsweise, das Lustige ist eben, wenn ich, sage jetzt mal, 10 Sekunden Leistung abgebe, muss ich wahrscheinlich etwa gefühlt 20 Sekunden laden. Also es geht nicht mal auf. Also wenn ich, es schlussendlich kann sein, dass ich etwa eine Runde Leistung brauche und dann etwa 2-3 Runden muss wieder laden. So in dem Sinn. Und da, wo wirklich ganz gravierend ist, dass Formel 1 ist ja eigentlich wirklich ja, sagt man immer, ist schon eigentlich so Königsdisziplin, oder wie sagt man dem? Königsdisziplin, ja. Oder einfach Königsklasse hat es immer geheißen vom Motorsport.
das sind immer die schnellsten Autos, das sind immer die besten Fahrer etc. etc. Und jetzt ist es so, mit den neuen Motoren wird es wirklich voraussichtlich so aussehen, dass man die 1000 PS, die das Auto könnte leisten, maximal und unter Optimalbedingungen 20 Sekunden könnte abprüfen in einer Runde. Und dann nachher fährt man etwa so mit rund 700 PS um, wenn überhaupt. Und das ist in meinen Augen einfach nicht Formel 1 würdig. Ich bin einfach der Meinung, dass man, wenn man schon so etwas macht, dass man halt wirklich die 1000 PS soll haben oder 950, aber dass man immer etwa in der Nähe von diesen 1000 PS ist und nicht einfach dann so gravierend weniger hat. Weil das Problem wird einfach das sein, dass in Zukunft Formel 1 nur noch aus Energiemanagement besteht und nicht aus mehr. Und man hat ja jetzt schon, also ursprünglich hat man ja eigentlich die Chassis, die wir jetzt haben, beibehalten für die neue Motorengeneration. Da hat man aber eben gemerkt, Scheiße, die Motoren sind so ineffizient, die bringen gar nicht die Leistung her, die wir möchten auf eine Runde. Dass sie die Autos auch angepasst haben, eben leichter gemacht haben, kleiner gemacht haben und auch weniger Abtrieb oder beziehungsweise weniger Luftwiderstand gemacht haben, dass sie eben schneller wieder werden. Sie werden aber ja gleich wesentlich langsamer sein als jetzt. Plus, ich glaube, der Max hat das gesagt, dass er befürchtet, dass die Formel 2 schneller wird sein als die Formel 1 in Zukunft. Und das ist dann richtig krass, wenn das wirklich passieren wird. Und ja, Mercedes hat eben das gemerkt gehabt. Beziehungsweise bei Mercedes ist es so, dass man jetzt, der FIA hat gesagt, okay, da müssen wir jetzt etwas ändern. Der FIA hat ihm vorgeschlagen, hey komm, wir nehmen doch einfach die gesamte Systemleistung aber auf 700 PS oder so. Und dann nachher können wir einfach dann die maximale Leistung, die wir können abprüfen pro Runde, erhöhen. Also dass wir statt 20 Sekunden 40 oder 50 Sekunden können abprüfen, was ja dann schon viel besser wäre. Und das gefällt zum Beispiel jetzt der Mercedes nicht so. Die möchten eigentlich eben nicht noch etwas jetzt ändern, so kurz vor der neuen Saison in Anführungszeichen, oder dass wir so kurz vor dem Wechsel wären. Das Ding ist einfach, dass Mercedes sich ja sehr gute Chancen ausrechnen mit ihren Motoren. Das hat sie schon länger ein bisschen angekündigt, dass ihre Motoren wahrscheinlich recht stark werden sein. Und da haben sie sich ein bisschen mit Händen und Füßen gewehrt. Auch Audi, wo ja mitbestimmt hat, wie die neuen Motoren werden sein, wird sich logischerweise auch gegen das. Honda auch, weil Honda kommt ja auch wegen der neuen Motoren. Also eben so, gerade die neuen Teams, die reinkommen, die wehren sich alle ein bisschen gegen das. Bis auf Cadillac. Cadillac kommt ja auch offiziell ab 2028 mit einigen Motoren. Die wären aber wahrscheinlich auch recht froh, wenn es einen V8 oder V10-Motor geben als nächstes, weil dort haben sie ein bisschen mehr Erfahrung drauf. Aber ja, was man einfach schlussendlich sagen kann, ist, dass die Formel 1 ab 2026 ein richtiges Trauerspiel wird werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass es richtig geil wird werden und dass man da die Motoren, die dort kommen, die Mercedes so hoch anpreist, dass wir die wahrscheinlich nicht länger werden als 2028 haben. Weil man diskutiert jetzt eben, dass man ab 2028 wieder den V10 einführen oder eben spätestens ab 2030 oder nach 2030. Weil dann nachher wäre eigentlich dann das Motorenreglement wieder ausgelaufen. Aber ich glaube, da wird die Formel 1 schon durchgreifen, wenn sie dann einfach merken, hey, okay, die Autos laufen gar nicht, das Entertainment ist nicht um, die in Anführungszeichen Show fehlt komplett und so gehen die Fans wieder. Und das haben wir schon alles erlebt, 2014, 15, 16 mit diesen ganzen Hybrid-Scheissen, die sie eingeführt haben. Da sind Fans davon gesagt, weil sie einfach den V8 nicht mehr hatten oder die V10-Motoren nicht mehr hatten. Und das wird auch wieder so passieren. Also sind wir nicht böse, ich finde es gut, wenn der Hype wieder retour geht, weil Formel 1 hat in meinen Augen einfach immer noch viel zu viel Hype. Aber ich finde es natürlich schade, dass dann natürlich halt, der Sport ein bisschen darunter wird leiden. Meine Hoffnung ist nach wie vor gross, dass der V10 wird wieder kommen und ich bin auch guter Dinge, dass er wird kommen, weil, sind wir ehrlich, ein V10-Motor macht einfach nur so viel Sinn. Er ist günstig in der Produktion. Man kann, wenn man irgendwie noch eine Elektroeinheit einbauen, kann man wieder ein fucking Kers einbauen. Da hat man auch den Elektroanteil drin, wo man irgendwie 80, 90 PS oder 100 PS inzwischen könnte generieren mit dem. Früher sind es, glaube ich, 80, habe ich gemeint. Dann nachher das kann wirklich, also sorry für den Ausdruck, das kann jeder Schwanz, also kann das herstellen. Jeder Autohersteller könnte so eine V10-Marke herstellen, weil das ist wirklich einfache Schule, so etwas herzustellen. Da haben wir ja die E-Fuels, die kommen ab dem nächsten Jahr, die dann nachher CO2-neutral sind. Das heisst, der Motor lässt nicht etwas anderes raus, was schon in der Luft war. Von dem her, ja, wieso
macht man so einen Scheiß? Wieso bringt man nicht einfach einen V10 oder einen V12 Motor oder von mir aus auch einen V8 wieder retour? Weil die Motoren sind einfach so einfach zum Bauen und eben da könnt zum Beispiel könnt Ford einen eigenen bauen, da könnt ihr eben Cadillac wird sowieso so etwas selber bauen, da könnte Toyota kommen und meine Toyota hat ja auch Lexus mit V10 Motor, da könnten so viele Autohersteller reinkommen und die könnten einfach kommen und bauen oder auch Privatunternehmer, zum Beispiel ein Haas-Team könnte selber so etwas bauen. Oder weiss ich wer, also da könnten so viele Eigenproduzenten kommen, weil eben die Technik von einem V10-Motor einfach so einfach wäre. Aber ja, mal schauen, ich denke, das Thema wird noch nicht ausgecatcht sein. Und ja, eben, also merkt euch den Tag, jetzt nehmen wir auf am 29.04. Der Kasel hat gesagt, V10-Motoren, die kommen. Merkt euch den Satz, die kommen. So sollte du alleine dafür verantwortlich wären. Ja, und wenn ich muss zu der FA gehen und dann auf den Tisch klopfen, dann so geht es nicht weiter. Nein, das ist ja natürlich auch die Formel 1 ist da auch mit involviert. Aber ich meine, wenn also, Dominik Gali schon gesagt V8, V10 Motoren sollen wieder kommen und auch so sehr ich den Mohammed Ben Sulayem hassen, auch wenn er sagt, eben V10 Motoren sollten wieder zurückkommen, da haben beide einfach recht. Ja, das Ding ist, ich stehe gegenüber dem ganzen Thema so ein bisschen, einerseits mit einem Lachen und mit einem Tränen in den Augen entgegen. Also ich sehe, die positive Seite ist, man redet endlich wieder drüber. Man hat lange Kritik von den Fans sich angelassen, oder eben vielleicht nicht angelassen, fühlt sich so ein bisschen an, wo man gesagt hat, ey, wir würden gerne wieder zurück auf einen anständigen Motor, wir haben Renewable Fuels, wieso werden nicht die mehr benutzt? Und jetzt merkt man so ein bisschen endlich, der Drang ist auch wirklich von den höheren Regeln in der FIA und auch bei den ganzen Formel 1 Partnern und dem ganzen Zirkus, wieder zu einem anständigen Motor zurückzugehen. V8, V10, wie auch immer. Aber was mich ein bisschen nervt, ist, wieso hat man das nicht vorher gemerkt? Respektive, man muss es ja vorher schon gewusst haben, was der neue Motor wird sein und wie das neue Auto ungefähr wird aussehen, hat man schon vor 4 Jahren etwa gewusst, vor 4 oder 5 Jahren ist ja das erste Mal die Info gedroppt. Das heisst, schon dann bei den Simulationen hat man das eigentlich gesehen und wahrscheinlich hat man das dann auch gesehen, dass die Autos derwegen langsam werden sein. Und vielleicht so ein bisschen zum Verständnis, wieso hat man nicht dann schon reagiert und etwas anderes gemacht. Audi hat tatsächlich einen guten Vorschlag gebracht. Ich habe leider vergessen, technisch einfach, wie es funktioniert. Aber ein anderes, ähnliches System wie zu einer MG UK, wo aber viel mehr Power sollte bringen. Irgendetwas, wo noch mehr mit den Bremsen arbeitet. Weil das fällt ja, glaube ich, auch weg. Ich weiß nicht mehr recht, was es war. Auf jeden Fall haben alle Formel 1 Teams dagegen gestimmt, weil halt Audi die Technologie bereits schon bei der WEC und bei anderen Serien verwendet und da hat es ja Vorsprung gehabt. Und jetzt hocken wir alle da, haben einen Motor, der zwar neue Hersteller reingeholt hat, aber der Sport an und für sich einfach, da kann man nicht anders sagen, schlechter macht. Und man hat nichts dagegen unternommen, nur weil man eigentlich auf Teams gelost hat. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Ich finde, wenn doch die FIA und Formel 1 zurück auf V10 gehen, wieso macht man dann noch ein riesen Meeting? Wenn halt die Hersteller abspringen, dann springen sie halt ab. Es tut mir leid, der ganze Zirkus verdient genug Geld, dass sie es mögen verleiden, wenn der ein oder andere Hersteller doch nicht kommt. Also, das ist meine Meinung. Und ja, an und für sich ja, ist es schwierig zu sagen, wenn passiert es überhaupt, aber schau, wenn wir realistisch sind, der Porsche Supercup beweist seit Jahren, dass mit Renewable Fuels gutes Racing kann gemacht werden kann, dass wir trotzdem environmentally friendly in dem Sinn ein Image fördern und ja, wenn wir mal ehrlich sind und wenn wir über environmentally friendly reden, Formel 1 muss definitiv an ganz vielen anderen Punkten arbeiten. Zum Beispiel, dass sie nicht irgendwelchen Ölscheichen die ganze Zeit das Geld in den Arsch reinjuffeln oder das Geld davon haben. Wenn wir wirklich über Dings reden, über environmental friendly. Ja, und ich glaube, der Motor ist wirklich das kleinste Problem. Solange nicht mal der Flight Schedule wirklich ausraffiniert ist. Also, ja. Ich finde, sie schrauben einfach am falschen Ort. Das Ding ist eben halt das,
wieso dass halt die Autohersteller reinkommen und die Formel 1 eigentlich sozusagen in dem Sinne ein Böckli macht, dass sie überhaupt reinkommen oder dass sie kommen, ist halt einfach die ganze Autobranche. Weil ich meine, solange das eigentlich das synthetische Benzin für uns Normalbenutzer im Strassenverkehr nicht verfügbar ist, macht es ja auch keinen Sinn, dass wir V10-Motoren in unseren Autos drin haben. Aber auch nur privatwirtschaftlich, auch nur, weil es kein Geld daraus gibt. Ja, das Ding ist für halt einfach Formel 1 das... kann das doch egal sein, oder? Ja, logisch, aber weißt du, das Problem ist, also das Ding ist halt einfach das... Ein normaler Formel 1 Zuschauer oder Zuschauer, wie auch immer, wo Formel 1 schaut, der hört einfach nur so, der Motor ist ein Hybrid. Ja. Das brennt sich in sein Grind rein und dann wird er auch einen Hybrid kaufen. Aber weil der Formel 1 fährt ja mit Hybridmotoren. Der Audi ist dabei mit Hybridmotoren. Cadillac ist dabei mit Hybridmotoren. Und. Also weißt du, es geht ein bisschen um das. Und eben Honda, wo ja auch so stark ist im ganzen Hybrid-Business. Audi mit VW-Gruppe sowieso auch ein riesen Konzern mit Hybrid. Für die ist das rein im PW-Markt extrem lukrativ. Und solange das halt eben für uns Privatpersonen das E-Fuel nicht zugänglich ist an der Zapfsäule. Früher oder später wird es schon kommen. Wir reden ja momentan, dass man es beimischen zum normalen fossilen Sprit. Da hat man ja auch reduzierten CO2-Ausstoß. Aber solange das halt einfach noch nicht verfügbar ist, wird man halt weiterhin auf diesen Hybridmotoren hocken. Und wir reden ja eigentlich eben, dass man so in 5-6 Jahren eben E-Fuel auch tanken kann für unsere Autos, die wir benutzen. Und dann gibt's, Thema, ja. Dann ist es ja dann wieder ein Thema mit den V10-Motoren. Nach 2030 läuft die Motorgeneration, die kommt, wieder aus. Ja, und da hoffen wir das Beste. Eben, es ist halt schon auch viel von der Wirtschaft abhängig und halt das Interesse der Autohersteller. Und Formel 1 hat natürlich schon Angst, oder? Wenn die natürlich abspringen. Ja, wer macht denn noch Motoren? Dann haben sie einfach Ferrari, der Motoren macht. Dann haben sie einfach noch Mercedes vielleicht, der Motoren macht. Ja, aber dann wird es schon wieder langsam schwierig, weil Renault geht ja raus mit Alpine. Also sprich, Renault-Motoren gibt es nachher nicht mehr. Die springen ja weg. Honda macht ja eben nur Hybrid. Die würden wahrscheinlich das Interesse auch ein bisschen verlieren an dem Ganzen. Audi dann sowieso, weil, sind wir ehrlich, Audi macht keine V10-Motoren. Der einzige V10, den sie gebaut haben, war ein R8 drin gewesen. Also, ja. Also, für mich, ganz ehrlich, ich bin mittlerweile an einem Punkt mit diesen Motoren, wo ich einfach sage, von mir aus macht ihr halt den Motor-Spec. Ein FIA-Motor. Dann ist mir alles andere egal, solange wir einfach weg von dem kommen. Und solange die Autos halt wirklich einfach nicht den Speed haben und wieder den Sound haben und in dem Sinne auch nicht so schwer sind, oder? Das ist das Hauptproblem, das wir dann haben. Die Autos sind so schwer, du kannst sie nur riesig bauen. Und grossenteils ist das einfach diesen Motoren verschuldet. Und ganz ehrlich, tue ich lieber von dem Technology Race das bisschen wegnehmen und mache einen Spec-Motor und dafür hast du halt wirklich wieder anständige Motoren drin und die Autos können wieder racen. Also klar, perfekt ist immer noch nicht wegen der Dirty Air, aber das ist das Problem, das man nicht lösen kann. Also, ja, Dirty Air hat es auch schon vor 20 Jahren gegeben. Also, genau. Das hat's bei der alten Fahrzeuggeneration jedes Regelwerk handelt sich um das, gefühlt. Also, ja. Ja, mal schauen, wie sich das eben da noch entwickelt. Es bleibt sicher spannend. Es ist viel passiert in den letzten paar Wochen, vor allem eben wegen diesen Motoren, alles drum und dran, sehr spannend gewesen. Aber eben jetzt vorläufig, also eine kurzfristige Änderung, aber auch, muss man sagen, auf 2026 da ändern auf V10-Motoren, es ist auch sehr unrealistisch gewesen. Eben frühestens 2028 wäre es möglich, aber da muss man auch sagen, da müsste dann nächstes Jahr eigentlich schon alles abgesegnet werden, dass das wirklich könnte passieren. Auf einen Teil finde ich es vielleicht auch, muss ich sagen, finde ich es gut, dass sie es probieren mit den Motoren, die jetzt da kommen, weil der Case vielleicht eben richtig auf die Nase. Wir können auch alle positiv überrascht werden, wir wissen es nicht, aber ich glaube, die kriegen alle hart auf die Nase und dann müssen sie etwas machen im Sportslieb. Und da sehen wir dann, in welche Richtung dass es dann schlussendlich wird gehen. Hast du noch irgendetwas, was du erwähnen willst im Podcast? Ja, ganz kurz noch ein Tippspiel ansprechen. Ja, stimmt. Ja, natürlich. Ich habe es offen, aber schon wieder vergessen, genau. Ich habe zum ersten Mal in meiner Tippspielkarriere mehr als 10 Punkte gemacht. Ich bin richtig stolz auf mich.
Oh, krass, gratuliere. Gratuliere. Wo bist du überhaupt für einen Platz? Ah, du bist 29. Ich bin 29. Ja. Aber du hast auch einen Tipp hast du auch nicht abgegeben. Das heisst, für Eisrennen hast du es vergessen. Kann ich ja, na gut, aber es macht offensichtlich keinen grossen Unterschied, weil ich eben immer nur 10 Punkte geholt. Außer in Saudi, da habe ich endlich mal 20 geholt. Ja. Genau, also wir haben hier die ersten 3 haben wir immer noch nach wie vor den Vroom Ferrari. Ich weiss nicht, das war das letzte Mal schon erster gewesen, habe ich gemeint. Dann haben wir den Levin, den AK Magic Card, auf Platz 2 und den Hebu auf Platz 3. Der ist neu in Top 3 drin. Genau. Das sind unsere Top 3. Bei unserem Tippspiel vergessen auch dann für das nächste Rennen wieder einen Tipp abzugeben. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur kurz hervorheben, krank, der Willy hat in Saudi-Arabien 70 Punkte geholt. Das ist bis jetzt der absolute Topscore. Ah ja, es hat noch niemand 70 Punkte geholt. Also wirklich Chapeau. Ja, der hat da wirklich hart alles richtig tippen gehabt. Was hätte er da eigentlich alles tippen gehabt? Sehe ich das da, Wie sieht man das? Das kannst du glaube ich schon anschauen. Tipptabellen. Statistik. Ich glaube es nicht. Nein, genau, siehst du es nicht. Aber Willy, verrat uns dein Geheimnis. Schreib es gerne. Wenn du Zeitmaschine hast, ja, genau. Dann sag mir, ob es V10-Motoren gibt. Ja, genau. Das hat, glaube ich, auf dem Dingstipp gibt es ein Forum. Ich weiß nicht genau, wie man dort reinschreibt, aber es haben schon 2, 3 geschrieben, wo Fragen kann zum Dings. Also schreib uns deine Tipps dort rein, ins Forum. Ja, genau. Ja, wegen dem Chat dort, wo es gibt. Genau, dort hat noch jemand geschrieben bezüglich, das können wir auch noch kurz ansprechen, wegen einem Ergebnis, das nicht angepasst wurde. Da ist immer wichtig zu erwähnen, dass ein Qualifying, das Ergebnis von einem Qualifying zählt ja eigentlich. Es wird ja immer nur, die Startpositionen werden ja immer gewechselt. Und die Startposition ist immer ein anderes Klassement als das im Qualifying. Darum, das Qualifying-Ergebnis, wenn es nachher eine Strafe gibt, wird die Startaufstellung geändert und nicht das Qualifying wird geändert, weil sie sind ja so fertig gefahren. Das ist immer ganz wichtig zu erwähnen. Einfach, dass wir das auch noch gesagt haben. Darum, wenn ihr irgendwie sagt, sagen wir jetzt mal, Norris auf P1 tippen, der kassiert eine Strafe, dann kriegt ihr den gleichen Punkt über für da, dass der Norris auf P1 gefahren ist, weil er hat es ja so beendet, das ganze Qualifying. Aber er wird halt eben, wie gesagt, an der Startaufstellung dann hinterher versetzt. Genau. Gut, also, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen von der heutigen Episode vom Unsafe Release Podcast. Ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, dass euch wieder die Episode gefallen hat und dass ihr bis am Schluss wieder zugelassen habt. Da bedanken wir uns wieder recht herzlich. Wir würden uns dann wieder so in, sage ich jetzt mal, wieder 2 Wochen hören, plus minus. Ob es dann wirklich die 2 Wochen werden, ist wieder etwas anderes. Ich weiß gar nicht, ist das nächste Mal wieder Doubleheader oder nur eins, ist nur Miami, kommt nachher gerade. Das tun wir noch schnell Miami, checken, jetzt bin ich unsicher. Ja, und dann Miami kommt 2. und nachher ist eine Woche Pause. Ist eine Woche Pause. Genau, ist eine Woche Pause. Also das heisst, wir würden wahrscheinlich nach Miami wieder. Oder kurz vor Imola einen raushauen. Ja, genau. Je nachdem, wie viel passiert ist, schauen wir genau, mal. Vielleicht ist schon einfach gar nichts passiert. Dann schauen wir. Oder machen vielleicht einen Podcast über etwas anderes. Genau, wir schauen es an. Genau. Ihr werdet es hören. Und da will ich mal sagen, was das war mit der heutigen Episode. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Und wir hören uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.